Goedemorgen, Ola. Ik lood jullie aan dit nog mal Ola te doen. Dat zei ik fijn. Jesus, dit kom wat verbrengen dat als mij als plus du so eine Bänken zaten en harchen. Aber das ist fijn. Wenn Gott ihm die Guf jaft te reden, dann muss er die brücken, nee. So, wir beten, vor wir wieder gehen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen schönen Morgen. Wir danken dir, dass wir hier rüberkommen von dem Wort lernen. Und ich bete, dass du wirst mich halten, je Luten hat schenken und halb direkt, was ich kann, die wird sein, was du was haben ich soll. Und ich bete, dass wir wollen einen Segen kriegen durch und halb, dass wir wollen sein uns an den Menschen erleben, was wir als Beispiel haben an der Bibel. Und in Namen Jesus bete ich dort. Amen. Okay, so, wer weiß, wo wir sind? Wir hatten für Sonntag, nicht Sonntag Schulwings, wie wir dort so im Strick. Aber wer weiß, wo wir hier kommen, wir in den Sonntag Schul. Wir hatten uns bekickt von der Richter. Wir wollten dort der letzte Richter, wo Israel hat. Dort wir auch keine Richter, dort wir nicht Richter, wo du ganz verfall deuten, was Gott verlangt. Die fangen fein an, aber wir wollten von Gideon, der Büden auf Gott, wo der ist das Volk war an Fried hat, und Simson, der Richter, was wir aus Kenia einmal glauben, dort wir Dämon, dann mit einmal, wenn uns die Geschichte klar verteilt wird, dann war wir an, wir nicht ein Phänomen. Die hielt sich ran und ging in das Feld, ja, was Gott gesagt hat, er soll nicht, und das kostet ihm sein Leben. Das letzte, was er noch deut, wie er sich selbst tot mehr an mit einem großen Klamm unter Taub. Und von dem, weil wir uns den Rechter bekehren, was du deut, was Gott gefällt. Wer weiß, wer das wir? Nope, Elia wird ein Prophet. Ja. Wer ist der letzte Richter, was in der Bibel ist? Im Neuen Testament. Samuel, muy bien. Samuel. Vor wir durchgehen, oder ich plus Mut merken, Carlos hat die letzte Sonderschule abgehört mit Krieg der Richter, wo du nicht deuten, was Gott deuten, aber deuten nicht, was Gott will haben. Und ich würde mal merken, lest Richter Kapitel 19, 20 und 21 tüs. Das ist eine sehr gruselige Geschichte, aber lest die tüs. Der hat in Deutschland für uns zu lernen, was passiert, wenn ein Volk sich bloß mal don't ever jaff in der eigenen Strecke in verjagt von Gott. Das kostet meist ein Sturm von den Israeliten. Der Sturm Benjamin, der Stoff so meist kriegt wegen Sinn, was die begonnen haben. Und das ist von deren für uns eine Lia. Wir wollten diese Welt das verbrücken. Und Jesus kam ein Tag 3. Und wir wollen mit dem Typ sein, wo du mit Jesus war, mit jou. So, ich würde mir lese die Geschichte und lese die aufmerksam, wenn du es in Deutschland bist. Weil wir in unsere Geschichte angehen von der, das 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Wer will du sie lesen? So, hier so fängt es an mit Hannah. Dort wird ein Frühmensch, was du nicht Kinder haben, und das ist nicht, was nicht. Wegen, meist all das, was Gott hat gewählt, ist wird Abraham und Sarah, das ist ein großes Fall von denen,
und die können nicht gehen haben. Und so dort fing wie du Meere, wo du dort selber haben, wegen diesen Unfruchtbare kann nicht gehen haben, aber dann Gott bewies seine Allmacht durch ihn, dort die kann entfolgt worden von dort. So Hannah, die ist eine schwere Leo, der Mann, seine andere Frau, die merkte das Leben schwer, wegen der kann nicht Kinder haben, und jedes Mal, wenn die guten Opfer bringen, dann Hannah kriegt bloß ein Stück, und dann der Mann, seine andere Frau, die kriegt mehr, wegen der hat mehr Kinder, und dort merkt Hannah ihr Leben schwer. Und dann kämpft Hannah für Gott, und dann in Vers 10 sagt dort, Hannah wie sei geschlagen in B dem Herrn an und ja bessere tun. Vers 11, sei mir ein Versprechen an ihr Gebet in sehr, Herr, der alles regiert, wenn du wirklich mein Elend ansehen wirst und für mich diene deiner anstunden wirst, und die mir ein Sehen geben wirst, Herr, dann war ich am die geben, solange es he lebt. In dem waren niemals die Haare aufgeschnitten worden. So hier so merkt Hannah ein Versprechen. Die merkt ein Versprechen zu Gott, dort der sagt, wenn die mir was ein Kind geben, da wird Diener sein. Ein anderer wird gesagt, der will bloß mal ein Baby haben, sein wir sich dort voll. Nee, ich glaube nicht, dass das dort ist, aber der will bloß du sein, auch das andere, der will was wird sein. Und der fragt Gott halb für dort. Und wir wollten dort Gott ist gnädig zu dir, und der gibt dir ein Kind. Und dann tun Kapitel 1, Vers 28, Vers 24 sagt dort, als Samuel dann ein paar Jahre alt war, brach Hannah am Nusilo. Sie nahm auch einen 3-jährigen Ball, ein Pengel Mehl und ein Lader voll Wein. So brach sie Samuel nur dem Herrn sein Haus, so jung als der Jung auch noch wir. So hier sei wieder, dort Hannah die Zweifel nicht so ein bisschen an, dort der dort Versprechen um Gott gegeben hat, dort der dort nicht will brechen. Und dort ist die abfallende Ding von Hannah. Wir in uns Leben, wie versprechen Gott wird, dann sagen wir, okay Gott, wenn du mir das was geben, wenn das ist ein Ding, was mir so nötig fehlt, dann war ich das für dich dann. Wir sind dann nicht schwere Leo, dann sagen wir Gott, wenn du mir was das halten, dann war ich die da. Und dann hat Gott uns zurückgehalten, dann können wir da überhaupt wo, und dann haben wir das für jeden, das wir überhaupt wurden versprechen, gemerkt. Aber nicht Hannah, das ist ein gutes Beispiel für uns von der. Die braucht den Jungen. Das sagt du, der wird noch mal ein paar Jahre alt. Und dann brachte den all Nusilo, nur den Priester Eli. Dann Vers 28 sagt, und nu bring ich an nur dem Herrn, solange es he lebt, gehet he dem Herrn. Und sie schneiden sich alle vor dem Herrn. So hier so, sei wieder dort der Versprechen, dort kein kriegst du was der gesagt hat. Der zweifelt nicht in der Deut, was der Gott versprochen hat. Dann ja Gott mir Kapitel 2 zu lesen, von Vers 1 bis 11, dort ist Hannah Dankgebet, und du war wie Luther noch mehr nangen, was wir uns dort mal lesen? 1. Samuel Kapitel 2. Dort sagt du, in Hannah seht an ihr Gebet. Herr, mein Hort rannt immer für die. Am Herrn ist meine Kraft so viel mehr. Ich kijk freundlich für die, wat mich. Ich kijk freundlich für die, wat mich trotzen. So frei ich mich zu deiner Halb. Du hast keiner, wat herrlich ist, so ist der Herr. Heu steht ganz allein. Wir sind uns noch nicht so sicher, als bei unserem Gott. Sieht nicht protzig und redet nicht hochrüd. Der Herr ist ein Gott, der du anweit. Hij schlägt dort Gewehr von dem Marche 2 und halb de Stolperen. Der Ricke sind Handarbeiter geworden, dort sie zu eten haben, aber die, wat hungerten, haben nie. Die, wat keine Kinder hat, haben 7, und die, wat viel Kinder hat, ist allein. Der Herr gab Leben und nimmt dort auch. Hij führt am Graf
en ook de ruut. Hij merkt arm en hij merkt rijk. Hij zat erop en hij heeft op. Hij heeft de armen uit dem draak in dem pracha uit zijn armoed, zodat de eine steed mag de ongezijne hebben en op een ehrenstel te zetten komt. Den Herrn geheert de grondstein van de eer, de welt als door napgezet. Hij pas nu de op wat am trü zijn, aber de buizen Jeruden am diesteren nan. Met zijn ene kracht blijft keiner omstoen. De wat je in arm zijn, wat hij twee brengen, je in de wat hij am Himmel rummelen, de Herr wordt alles op eerd errichten. Hij wordt zijn König stark machen en zijn gewährten grote Macht geben. Als zij fertig wären, gingen Elkana en Hannah nu huis, nu Rama, en de jong bleef bij de priester Eli en deint dem Herrn. So hier sei wie dort Hannah, die wird dort nicht zu tun sein, um den Jungen, dort der den will unbedingt festhalten. Wegen Hannah, die wird eine dankbare Anstellung. Der hat könnt traurig sein, dort die Leute den Jungen durch, in den Tränen Haus, die würde nicht mal einen Jungen haben. Aber kriegt der andere dabei, der wir so dankbar für das Gott, der Gebet erhielt hat. Und der schaut sich hier für Gott, wo dankbar sie ist für das Gott hat gehielt. Dus in Vers 18 sagt dort, Samuel bleibt bei seiner Arbeit für den Herrn und durch all als ein jong Amma dort gewährte Lehnzeichne Schaldjug. Und dann Vers 26 sagt, der jong Samuel was ab und nahm Tau ein Unsinn für Gott und für Menschen. So hier sei wieder dort der Priester Eli, der dort seine Arbeit mit diesen Jungen, der lehrt ihn, was wir all vorher gelehrt haben von Moses, die Gesetze, was Gott Moses gab, der Jung, der weiß von dieser Arm, der lehrt dort alle. Und dort sage ich, der kriegt ein Unsinn für Gott und für Menschen, wegen der, sozusagen dort wird einmal Gott sein gewählter Rechter für die Israeliten. Ich wollte schon lesen, wegen dort erklärt sich ganz selbst, dort das, wo ich gerade mir an der verdient, dann da ich so, wie würden bloß sagen, einmal, ich das einmal ganz eher lesen, dann wisst wie krieg, was du wir, aber, weil wir uns Kapitel 3, die letzte 3 Vers, du siehst dort, sind Kapitel 3 von Vers 19, 20 und 21. Die Geschichte hier so, in Kapitel 3 ist, wo Gott Samuel rufen hat als ein Jung. Und das más o menos vielleicht 12 Jahre war, wo Gott am rufen hat. Und wir kennen die Geschichte alle. Dort Gott sagt, ich habe eine Nacht eine Samuel und der sagt, hör ich mal, was ich dir sagen war. Und Gott sagt zu Samuel, der Priester Eli mit seinen Jungs taub worden, gestruft worden, wegen dort wir nicht Menschen, wo du deuten, was Gott will haben. Eli seine Jungs, die treiben Hiererie mit dem alles, was du deuten, und dort wir in Gräuel gegen Gott. Dort Gott sagte dir, dort die waren gestorben, und den sind Eli seine Familie wird nicht mal ein Priester sein, wegen dort Eli wisst dort sei Gott, was seine Jungs deuten, aber die Leute dort tag. Da wird es so ein Auto knicken und sagen, das ist okay, wenn die mit das tun. Das sind meine Jungs und die wollen dort nächste Priester sein. Aber Gott hat einen anderen Weg. Der sagt, da wird nicht schaffen, das ist das. Und durch die Vers, die sagen uns, dort der Herr wie mit Samuel und der Jäuf Samuel Kraft, dort die für Menschen können. Der Wort für Gott und Menschen ungesehen. Und dann Kapitel 4, Vers 1 sagt dort, was Samuel sieht, wird allewegen in Israel bekannt. Dann gehen die Israeliten dort so gehen
die Philister kriegen würden. Die Israeliten hadden erlauwen bij Ebenezer en de Philister hadden het bij Afek. Als de Philister gegen aankwam, können die Israeliten an nicht abholen. Dort gab ein großer Kampf, wo wie 4000 Israeliten starben. En dan vers 3, als de we wel opmerksam zijn, dat zegt du, als dat Kriegsfall 3 nu dat Lauer kwam, zeiden de Israelitische Leiders, waarom heeft de Herr ons laten vluchten van voor de Philister? Wel wie eenmaal dem Herrn seine Bundestjes van ziele hoel, zodat de Herr met een mank ons komen wordt en ons gegen onze Feind halten wordt. So de Israeliten, die waren hier nicht om te doen, om God te vragen, als de überhaupt zullen gegen de Philister Krieg. Die gingen han, wir weten dat, wat Jesua der an dat Land Kanaan leiden, dann sagt Gott zu dir, die sollen dann gehen, die Menschen durch Rüdrim, das Land ist jünd, ein Kind und Tau, da hat Kind gegeben. Und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die hatten das selbstverständlich so, nie haben das Land. Nu hebben we doen wat we willen en nu wollen we zelfs gaan. Wegens, dat zeg ik niet dat die God vroegen als die zullen gegen diese Philister kämpfen. En dan dat opvolgen, dat denkt du als een vers 3 krijgt, zeg ik dan waar we ons de kist holen, dan waar we die gemeente maken en dan waar we gaan. Wer weet als die dat hand krijgt? Krijg niet hand dat die dan gewoon van de kist toe weet. Para nada. Das ist nicht ein Ding, mit zu spielen. Wenn wir sagen, ich bin bekehrt, ich habe Gott auf meine Seite, dann kann ich gehen und der wird mich mit rein alles halten. Das stimmt nicht, das dort wegen, das schafft da nicht und das schafft von der auch nicht. Und das ist, wo von der Umfährung der Falsch nennt, an, ich glaube, das ist an Philippa, ich kann alles durch Christus, der mich stärkt mehr. En dan heb je dat zo te houden dat ik zijn in Christus. En wat immer ik doe, dat waar ik ervaring aan heb. Ik brug God niet meer naar vrouw. En dat we in deze Erde leo krijgen zo. Die houden zich die kist. Dan zeggen die, nu hebben we iemand anders. Nu is God hier. Nu waar we gewoon krijgen dank woord. En dat stemt niet zo dat die werden waren van die Philister geslagen. En die kist wordt gestohlen van de Philister. En dan is in Kapitel 5 een interessante Geschichte van wat mag de Philister passieren dat wegen de kist is. Dat zegt in Kapitel 5, als de Philister God zijn kist vastnemen, druwen zij die van Ebenezer naar Ashdod. En de Philister druwen God zijn kist en dat huis van ihren Aufgott Dagon, en stalden die bis sie Dagon han. Aber den nächsten Tag tidig aus der Lied von Ashdod abständen, sahen sie Dagon umgefallen mit seinem Gesicht abbeirrt vor dem Herrn seine Kist. Und sie hoben am und reichten am war ab. Aber dann am zweiten Tag, als sie gingen, wie Dagon war ab der Erde gefallen vor dem Herrn seine Kist, und Dagon sein Kopf in seine Bett hing, wie ein auf und lagen eine der, und bloß der Körper von Dagon wie ganz. So hier sehen wir dort Gott lässt sich nicht hanen treppen dultei. Nicht von den Israeliten und nicht von den Philister. Erst die Israeliten dachten so, wir dürfen bloß die Kist hier holen, dann haben wir Erfolg am Krieg. Und Gott sagt, no, das schafft nicht, das dort. Ich kann nicht meine Dinge bloß brücken, um ihn nutzen. Und dann holen die Philister sich die, und dann schafft du alles nicht. Wegen die glauben überhaupt nicht an Gott, die haben deren auf Gott durch, und dann beweist Gott seine Macht du und schlicht deren auf Gott dort zu sein. Und du kannst bloß sein, Gott seine Allmacht, als du, wird man wir auch glauben, dass er es nicht. Wir drehen nun Kapitel 7.
Hier ist es, wo Samuel als Richter über Israel all ganz für falsch hoffen hat. Und dann Vers 3 sagt dort, 1. Samuel Kapitel 7, Vers 3, sagt, und Samuel sagte den Israeliten, wenn jemand den ganzen Hort trägt nur dem Herrn kommen will, dann riemt ab mit fremden Jätter, die je haben, und sagt den ganzen Vertrauen ab den Herrn und deunt bloß an. Dann wird hij jent uit de Philister ihre Macht raden. So dit wie wat die hadden zult met omvang. Met ihre ene jette abriem en ik nu gaat drehen gans. Nicht bloß die Kiss holen und sagen, nie wo wir gehen und dann wird es verdauen. Was Gott will haben, ist ein reines Hort. Samuel sagt zu diesen Menschen hier, geeft je hart nu Gott. Dat is wat Gott will. Die will abbrechen Menschen, wat du am dein, en dan wat je erfahren kann. Wegen der Gott hat er dort Lot versprechen. Das versprechen wir du. Die dürfen bloß am treu sein. Und dort hat wir in Moses Bücher gelehrt, dass Gott sagt zu den Israeliten, wenn je mir wollen treu sein, dann will ich ihnen Land geben, und ich will ihnen das alles geben, was fein ist. Aber wenn nicht, dann ist du ein ganzer Kapitel lang, wo du sagst, was passiert, wenn die nicht wollen Gott treu sein. So hier soll wie bloß, wo treu Samuel wirklich ist zu Gott. Dort sagt du dir, wie sein ganzes Leben lang, wie dort Rechte am Israel in der ging ganz Raum, der steht da, um du rechten. So du ja wie bloß sein, dort Gott will von uns dort wie treu sein zu am kriegen Dank, was der Leo ist. Samuel, der hat könnte Gott sagen, no, von dem will ich nicht gehen. Und dann wird mit dem Möglichkeit so uitgekommen, als mit den anderen Rechten deuten, die gingen ihnen weg, even wenn Gott zu dir gesagt hat, was die sollen tun. Aber nicht Samuel. Der weiß, und der hat Gott ab ihrens Kern gelehrt von klein an, und der wurde nicht erst was tun, bloß zum nicht weit mein ihn nicht nützen tun. Der wird treu zu Gott und ging, wenn Gott am Schatten deut. Was wir hiervon lernen können, was hier so ist, dass Gott ist nicht ein Ding, was wir können brauchen für uns ihn nicht gewöhnt. Die Juden, die Israeliten, die wollen die Kiss brauchen, zum gewöhnen. Aber Gott sagt zu dir, das trifft nicht so dort. In Ferien, als du dann uns Leben kriegst, es dort. Wenn wir ein Ding wollen tun, dann holen wir uns Gott bloß zum das Werk tun. Und dann, wenn wir dort fertig haben, dann vergeht wir was von Gott. Und Gott mögt die Israeliten dort hier klar, dass es dort schafft, dort nicht. Gott ist nicht bloß ein Trophäe, um unser Ding befriedigen, was wir wollen in uns Leben. Dort ist so viel mehr als dort. So in Kapitel 8 geht dort los mit, dass die Philister kommen gegen die Israeliten waren. Und dann sagen die dort, dass die haben ein König, was entladen hat. Und dann sind die Israeliten so, das müssen wir auch haben. Und dort wird ein Ding, was Gott nicht gefällt, wegen Gott will König sein für die Israeliten. Gott wird der König. Gott will nicht haben, dass die sollen ein menschlicher König sich annehmen, wegen die wisst dort all, dass dort wird bloß was auslesen. Wegen die Israeliten dort sagen, dass die Philister kommen und haben einen König, dann sagen sie, oh, das wird gemacht. Und es steht Gott gut frei, sagen die Kippen, und das ist so wie ich. Wenn wir uns so lesen, Kapitel 8, Vers 1, das sagt du, als Samuel alt wird, stellt er seine Sehns an als Richter an Israel. Sein erstgeborener Sohn heißt Joel und der zweite heißt Abija. Die wird wir Richter an Beersheba. Aber seine Sehns handeln
nicht so aus Samuel hat. Zij werden hengeron nu Geld en laten sich bekijpen, en juiven nicht ein abreichet gerecht. So hier sei wie dort Samuel, der wird ein Gottesfurchter Mann, aber mit seinen Jungs kriegt er das doch nicht haben. Und du kannst bestehen, dass jeder einzelne Mensch hat seine eigene Wahl. Kriegen Dank, wird von feinen Fuhrer der Haft, denn seine Entscheidung al ultimo dort stehen sie. Und hier sei wie dort, dass die Jungs, die deuten waren, kriegt jeden, wird Samuel deut. Und dort ist, woran der mit dieser Gedei abteilen. Und Vers 5 sagt dort, und sie sehen zu ihm, horch einmal, du warst alt in deine Sehns handeln nicht so, als du deutst. Wir wollen haben, dort du ein König für über uns bestimmt warst, dort wir ein König haben, so als die anderen Länder dort haben. Aber Samuel gefällt dort nicht, und sie sehen, dort sie wollen. Aber Samuel gefällt dort nicht, als sie sehen, dass sie wollen einen König über sich haben, zum am regieren. Und Samuel betet dem Herrn, du weh ihn an. Hier sei wie, dass Samuel der gleiche dort nicht, was das Volk Israel will. Und was tut Samuel dort erste? Der jetne Gott. Sie dort die Antwort, wenn die Israeliten das hatten vom Fuß getan. Jeder Mal. Wenn du erst eine Lehre abkommst, dann werden wir Gott gehen. Kommt du was anderes ab, dann werden wir Gott gehen. Das wird wie von Samuel sein, was der tät. Wenn du erst was abkommst, dann jeder eine Gott. Die jeder Gott, und dann fragt er an, nur Ruth. Und dann sagt er du an Vers 7, und der Herr sagte Samuel, horch nur alles, was das Volk zu dir sagt. Sie haben nicht die verschmähen, sie haben mich, als ihr König verschmähen. Das ist so trüge Ding, was in Israel passieren wird. Dort jedes Mal, weil die der eigenen Weg gehen, und dann verschmieden die Gott und schieben am Weg, wegen der wollen für ihr eigenes Leben was haben. Und dann sagt Gott zu Samuel, das haben die mir euch tun, nicht bloß die. Vers auch von den Tag an, als ich an Ägypten rüberbrach, haben sie mich verschmähen in andere Jätter angebet. Und nu tun sie zu die, was sie lang zu mir getan haben. Nu hör ich nur an, ob Balut an Kriegbeuten, was für ein Reich der König über an haben wird. Und so ging Samuel nur der Lied, was nur ein König gefragt hatten, und seht an alles, was der Herr am gesagt hat. Hei seht, wenn die wollen ein König haben, zum Evangelium regieren, dann wird der jene Sehns nehmen, dort der ab seine Kriegswehr ausfahren, und ab seine Pied reden, und dort der für seine Wehren wollen ranmachen. Und hei wird sich Kommandanten über 1000 und über 50 sagen, und andere, dort soll seine Fläche arbeiten in Arten sollen. Hei wird Arbeiter anstellen, zum Gerätschaft für die Krieg, merken und Gerätschaft für seine Wehrwes. Hei wird jene Dächter nehmen, dort soll für Parfümmerker in Keksches im Baker sein. Hei wird von dort Baste von jene Fläche in Wiengordes in Olivengordes nehmen, in seine Deiner dort geben. Hei wird ein Tiendel von jen Getrei und von jen Wiengordes nehmen, in sein Angestalte in Regierungsmanner dort geben. Hei wird von jene Deiner nehmen und von dort Baste von Mank dort jen Feu in jene Esels. Und hei wird die für sich anstellen. Hei wird ein Tiendel von jene Schupenkassen nehmen und die wollen seine Sklaven sein. Dann an den Tag, wenn die wollen jen König über jene König grünzen, den die jen gewählt haben, aber der Herr wird jen an den Tag keine Antwort geben. Dort folgt aber euch nicht nur, was Samuel zu sagen hat. Sie sehen, nee, wir wollen einen König haben über uns, dort wie auch so sind aus anderen Ländern. So dort wir auch einen König haben,
ons te regieren en om voor ons uit te gaan, wanneer we aan dem Krieg nagaan. En als Samuel alles gehoord had, wat het volk te zijn had, zei hij dem Herrn dat. En de Herr zei te Samuel, horch nu wat de zeien, en zat een König über aan. En Samuel zei zu de Israeliten, gut en jeder nu in huis. So de Israeliten die geven gleich nu, wann Gott auch zu ihnen gesagt hat, die fehlt gleich ein König, die haben mich als König. Die sind gleich zufrieden mit. Die wollen du wissen, König wird vor irgendwas gehen, wann ich komme. Samuel, der David ansolven für König. Und ich kann die Geschichte alle, das wird voll zu lesen, dort David, der regiert, der hat auch seine Fehler, und der regiert Israel und als Gott treu. Wir wollen uns Samuel Kapitel 12 einmal lesen. Samuel Kapitel 12, Vers 1 sagt, en Samuel zei zu den Israeliten, ich hab gedaan wat je vroeg, en hab jent ein König über jent gesagt. Der wordt jent nu leiden, en ik zie oud geworden, oud en grijfhoog, en mijn zoons zijn hier met jent. Ik zie geen leider gewas vandaan als ik jong ben. We hebben nog drehen nu Hebräer, Kapitel 11, Vers 32. Hebräer 11, Vers 32, bei der 40, wo ich du lesen, dort sagt du, en wat zal wie noch mal sein? Der Tiet würde mich nicht taurigen, noch von Gideon in Barak, in Simson, Jephtha, in David, in Samuel, in den Propheten zu reden. Die haben durch den Glauben Königreich angenommen, Gerechtigkeit hergestellt, Versprechungen gekriegt, die letzte Fried teuer. Sie haben 4 Flammen der hat genommen, vom Schwert sich an Sicherheit gebracht, beim Schwachsein sind sie stark geworden, am Kampf sind sie stark geworden und haben fremde Kriegsarmeien an die Flucht gejagt. Früher kriegen ihre Todeswahrer in die Stunden ab. Andere Leute sich dort wählen und es steht die Freiheit zu wählen, dort sie zum besseren Leben abstunden können. Andere werden verspottet und verheft, festgenommen und angestoppt. Die werden gesteinigt. 2 Gesichter mit dem Schwert totgemerkt. Die gingen an Schubsfall in Kosenfall rum. An wird alles genommen, sie werden bedrängt und gequält. Die Welt wie dort nicht wird, dort sei die holen. Aber sie sind eine Wildnis in Mount de Boy rumgebiestert und haben an Beuchheulen und Leicher an ihr gelebt. Diese alle haben durch ihren Glauben Gott seine Anerkennung gekriegt. Sie haben aber noch nicht dort gekriegt, was Gott versprochen hat. Gott hat für uns noch was Besseres und verrückt geplant, und sie sollen nicht ohne uns an das Vollkommene kommen.